Hallo zusammen, das ist Crown Klitus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen bei der Crown News vom 14. August 2013. Endlich tönt es bei mir auch mal so wie beim Swiss in den Videos, als würde er das Zeug in einer Lagerhalle aufnehmen oder so. Und ja, das ist eigentlich gerade ein guter Hinweis. Zieht noch mal die Videos vom Swiss rein, wo er hier um Subi seine Gameplays kommentiert. Ganz gute und unterhaltsame Sachen. Link findet ihr hier. Und wie immer auch unter der Beschreibung. Also das Mal habe ich wieder mal einige Themen. Let's go, würde ich sagen, wie sie immer so schön erwähnen. Und zwar möchte ich zuerst noch einmal herzlich danken für die Leute, die beim Brötchen dabei waren. Für die, die es nicht gelangt haben, dort gibt es sicher ein weiteres Mal. Und vielleicht gibt es da mal etwas, wo noch mehr Leute dabei sind. Aber jetzt hat mal gelangt, Crown intern, ja, es gibt doch etwas zu organisieren, wenn man so eine Party macht. Ja. Oder ein Brötchen. Ganz grosses Dankeschön an Delarock, der das Fleisch gebracht hat und auch sonst extrem schnell hat gearbeitet und uns unterstützt. Und auch an Trapit und an Screech, weil sie ja, auch einiges mitgeholfen haben. Weiter möchte ich noch ganz kurz das Bioshock Infinite Brettspiel erwähnen. Das habe ich am Sonntag mit dem Trapit mal ausprobiert. Und es ist ähnlich wie ein Risiko für die, die es können. Also so Gebiete einnehmen, Einheiten verstärken. Aber es hat noch einige nette Zusatzsachen. Es ist auch sehr liebevoll eigentlich designt. Auch das Game und die Story fließen sehr stark ein. Also es ist eigentlich noch gut gewesen. Es ist wirklich noch gut gewesen. Wir werden sicher noch einmal ausprobieren. Das erste Mal ist es eigentlich ein bisschen verwirrlich. Das Gute ist, dass man ein Video anschauen im Internet, wo einem erklärt wurde, wie es funktioniert. Da muss man nicht immer die ganze Anleitung durchlesen, wenn man ein bisschen faul ist. Oder was man immer für Gründe dafür hat. Weiter möchte ich noch erwähnen, dass ich mit dem Darfi vorstellen jetzt wird starten. Und zwar wird jetzt gerade hier in das Crown News Video so eins eingebaut werden. Dort tue ich eigentlich eine Minute lang die Leute vorstellen, die sich gemeldet haben vor fast 2 Monaten, die Schweizer Community unterstützen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in etwa einer Minute wieder. Bis näher gerade. Ja, da wären wir bei Darfi vorstellen. Das wäre der IMAX Pro TV, der sich bei mir gemeldet hat. Und er macht hier Videos, wie ihr seht, sehr schön, so Timelapse und auch Sachen, wo er drüber fliegt, montiert er seine Cams auf die Modellflugzeuge. Und ist wirklich auch sehr schön untermalt, mit dem Sound. Schöner Banner, er hat ein paar Abonnenten und ist jetzt nicht gerade jeden Tag ein Video am posten, aber das erwartet man ja auch nicht. Ich denke, je nach Wetter, je nach Möglichkeiten, kann man da eben etwas sehr Schönes zeigen. Und ich habe mir ein paar, wie ihr seht, von denen angeschaut. Sieht ganz gut aus, also wirklich auch cool gemacht mit den Effekten. Hat sogar auch Werbung geschaltet. Skippe das jetzt gerade mal. Und falls ihr also ein paar Aufnahmen von oben sucht, irgendwie gerne mal möchtet sehen, wie das aussieht. Wenn jemand hier eine Cam auf ein kleines Flugzeug tut oder eben auch ein paar Timelapses, dann schaut doch mal bei ihm vorbei. Merci fürs Einschicken am IMAX Pro TV und alles Gute in der weiteren Zukunft. Ja, da wäre ich wieder. Hallo zusammen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist so etwa das Format, wie ich das in den nächsten Tagen und Wochen wieder machen. Die Leute, die sich eben, wie gesagt, gemeldet haben, würde ich gerne ein Video machen. Für die, die Hochdeutsch reden, kommt dann vielleicht später noch mal etwas. Das Mal ist wirklich entweder das gar nicht reden oder Schweizerdeutsch. Und dann wird man hier ein bisschen auf dem Crown Channel erwähnt. Weiter geht es im Text. Und zwar möchte ich im Zusammenhang mit der Schweizer Community, Robin the Magister, sein Video vom Best of vom Juli noch kurz verlinken. Hier ziehe ich das rein. Es ist wirklich ganz eine gute Sache. Und nicht nur, weil das Video von Crown Crew auch ausgewählt von mir, sondern ich finde es ein ganz tolles Format, auch, was er dazu erzählt. Und so ein bisschen Zusammenfassung. Ja, es ist eigentlich wirklich ein ganz geiles Format, super Idee. Weiter so, ich hoffe, es wird noch weitere Videos geben. Und wer weiß, vielleicht schafft es der eine oder andere auch mal dort rein, wenn ich das so sagen darf. Ich möchte jetzt zum nächsten Punkt gehen, und zwar wäre das wieder mal ein Game, das nicht das Oculus Rift betrifft, und zwar DuckTales. Wer kennt es noch von früher? Hat es, glaube ich, auf dem Nintendo oder vom Super Nintendo schon gegeben. Ein Jump and Run, und das gibt es jetzt eigentlich als Remastered-Version seit gestern für PS3, Wii U und für den PC auf Steam. Und für die Xbox 360 gibt es dann, glaube ich, am 11. September noch so irgendwelche Exklusivgeschichten, wie es ja ab und zu immer wieder gibt. Bekloppt, aber was willst du?
ich habe es gestern ein bisschen angezockt auf dem PC und hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Endlich wieder mal ein richtiges Jump and Run. Gleich kommt ja da noch Rayman Legends, wo ja scheint auch extrem gut werden. Ist also wieder mal ein bisschen Nachschub da. Auf dem Wii U ist auch das Luigi irgendwas rausgekommen, aber ja, Wii U halt. Also, der nächste Punkt ist jetzt noch etwas wegen Oculus, und zwar der Hersteller vom Rift, eben Oculus, die machen momentan so einen VR Jam, Virtual Reality Jam, wo Programmierer vom 2. August bis zum 25. August Zeit haben, ein Game für das Oculus Rift zu entwickeln, und im Forum von Oculus kann man nachlesen, gewisse Updates im Text oder Bild oder sogar Videoform. Es gibt auch gewisse Demos, wie weit das sie sind, was sie für Überlegungen haben, und ich finde es ungemein spannend, dort mitzuverfolgen, was sich die Jungs überlegen, und ein paar haben ein richtig gutes Konzept. Und eines von denen habe ich heute schon ein Video hochgeladen, und das ist das Time Rifters. Ich tue das auch hier verlinken, und dann könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr es nicht schon gesehen habt, weil das ist auch eines von diesen VR Jam Demos, Games, die sie jetzt noch ein bisschen Zeit haben zum Fertigstellen, und das kommt gut, also ist wirklich sehr interessant. Gewinnen kann man gesamthaft 50'000 Steine, also wenn ihr jetzt selber ein bisschen besser könnt, programmieren oder mit diesen Engines umgehen, um ein Game zu machen, hätte ich es auch versucht. Aber ja, so weit ist es nicht. Ist wirklich noch interessant, auch der Link zum Forum ist hier, für die Englisch können das mal ein bisschen möchten, anlesen, kann ich nur empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist Saints Row 4, das kommt nächste Woche raus. Ich werde das mit dem Panda ein bisschen zocken auf der PS3. Mal schauen, vielleicht gibt es ein Video dazu. Ich nehme es schwer an, auch nicht ein Let's Play, aber wie gesagt, das Video 2 kann man sicher mal zeigen. Ich freue mich schon extrem drauf, wird sicher ein richtig dürniges Game wieder. Saints Row war halt gerne schon ein bisschen ausgeflippter gewesen. Bevor das GTA kommt, kann man noch ein bisschen zausen in diesem Sinn. Und zausen werden der Screech und ich nächste Woche auch Gamescom, auch mehr oder weniger, nicht, dass wir gerade rausfliegen, aber uns die Sachen halt mal reinziehen, die neuen Games, die neuen Konsolen. Wir werden ab dem Mittwochnachmittag dort sein und vermutlich bis Freitag oben, vielleicht auch noch ein bisschen vom Weekend, mal schauen, wie sich das ergibt. Ja, auf was seid ihr gespannt bezüglich Gamescom? Die selber gehen, haben sich ja schon ein bisschen gemeldet teilweise, aber für die daheim bleiben, es gibt sicher auch gewisse Sachen, wo ihr euch darauf freut, neues Videomaterial zu sehen von Games, von den Konsolen. Schreibt es doch in die Kommentare, würde mich lusten, vielleicht kann man da auch ein bisschen Special über etwas machen oder sich das anschauen, wenn man selber nicht so Interesse hat. Darum, was interessiert euch an Gamescom? Hat euch schon jenste Infos gegeben, was gezeigt wird? Würde mich freuen über ein Feedback. Hoffentlich hat es euch gefallen. Hoffe, nicht vergessen. Und sonst wird es im nächsten Video kommen. Macht's gut. Tschüss zusammen.